Jetzt eskaliert ihr komplett. Hä? Das ist schön, das Leben in der Bude. Übertreibt's mal nicht. So cool. Hey, man spürt noch ein bisschen Camp Energy. Das ist mega stark. Jannik hat es schon angetönt. Wir schließen heute diese Serie ab. Ich gehe davon aus, du hast irgendwo mitbekommen, wenn du zum ersten Mal heute da bist. Wir sind in einer Serie drin und schließen heute ab. Lebensstil Jesus. Jesus hat uns ein Leben vorgelebt. Er kam nicht einfach und ging direkt ans Kreuz. Nein, er hat ein Leben gelebt und hat uns gezeigt, wie das Leben aussehen kann. Wie wir ein Leben leben können, das uns Gott näher bringt. Das uns mehr in dieses Leben in Fülle reinführt, was Jesus immer wieder gepredigt hat. Wo wir wirklich Teil von Gottes Reich sein dürfen und unsere Rolle darin finden dürfen. Matthias Saladin, unser Leadpastor, hat letzte Woche aus dem Herbstcamp die Predigt gehalten, in der er eine wesentliche Frage gestellt hat. Was willst du wirklich? Ich weiß nicht, ob du die Frage mitbekommen hast, aber es ist eine große Frage und die schwingt in mir nach. Und ich habe viele von uns haben gesagt, ich will Jesus wirklich ähnlicher werden. Hat das jemand für sich entschieden? Ich glaube, Gott hat das gehört. Und ich glaube, Gott nimmt das ernst. Ich glaube aber auch, die Challenge ist, wenn wir das tun, mir hat mal jemand gesagt, das Leben läuft nicht linear. Ich habe diese Aussage schon ein paar Mal gehört. Das Leben hat Kurven. Der ältere Herr neben mir nickt, aus meiner Perspektive natürlich. Das Leben bringt immer wieder verschiedene Phasen mit sich. Und ich glaube, wir dürfen das auch mal als Hürden und Herausforderungen sehen, weil die Entscheidung getroffen in dieser Serie, wir haben uns mit diversen Themen befasst, geistlichen Praktiken, du kannst das alles auf YouTube nachschauen, du kannst dir das Buch Practicing the Way vom Meister lernen, auch noch bestellen und lesen. Ich glaube, es wird dich noch mal tiefer reinführen in die Thematik, aber da werden 9 Kernpraktiken vorgestellt, die uns dabei helfen, Gott näher zu kommen und diesen Lebensstil reinzufinden, den Jesus uns vorgestellt hat. Und jetzt ging es vielleicht darum, mal ein bisschen den Fokus zu gewinnen, was wäre bei mir dran? Was ist der eine Punkt, den ich mir vornehmen will? Wo habe ich das Gefühl, das hätte den größten Impact? Und gleichzeitig ging es aber auch darum, diese Entscheidung zu treffen. Will ich das wirklich? Will ich wirklich ein Leben leben, wie es Jesus mir vorgelebt und gezeigt hat und auch befohlen hat? Und die Entscheidung ist dann das eine. Und ich glaube jetzt, wenn wir diese Serie abrunden, es ist immer eine Challenge, irgendwas zu Ende zu führen, was dann wirklich nachhalt. Und mir war es ein Anliegen, nochmals darüber zu sprechen, hey, was könnte denn auf dich zukommen? Wenn du dich jetzt dafür entscheidest, ja, ich will wirklich mehr und mehr diesen Lebensstil in mein Jesus implementieren. Was könnte sich dir in den Weg stellen? Und wir werden heute ein Gespräch führen und ich habe Roger Giesling gefragt, ob er mit mir auf die Bühne kommt, weil das ist nicht das erste Gespräch, was wir über dieses Thema führen. Ich habe gemerkt in letzter Zeit, er hat ein bisschen Vorsprung, er hat es nur niemandem gesagt. Ja, still und heimlich hat er vor ein paar Jahren dieses Buch schon gelesen. Er wird nachher mehr darüber sagen. Aber ich finde es faszinierend, aber ich will das Wort an der Stelle an dich übergeben, weil du bist nicht seit gestern Christ. Aber du hast nach deiner langen Zeit als Christ durch diesen Lebensstil wieder einen Aufschwung erlebt. Und das ist der Grund, warum ich dir gedacht habe, hey komm, wir sprechen mal darüber. Es wird nicht ein Interview sein, es wird wirklich ein Gespräch sein, weil ich glaube, du in deiner Lebenssituation, ich in meiner, wir kämpfen mit unterschiedlichen Hürden. Und die einen Hürden, in denen ich jetzt gerade so, wo ich gerade so vorne dran stehe und merke so, okay, die hast du vielleicht schon fast wieder vergessen und von anderen weiß ich noch gar nichts. Also nimm uns mal mit in wer bist du überhaupt und was ist so geschehen in den letzten 2-3 Jahren in diesem Thema? Genau. Also erstmals, ich wohne in Zürich, ich bin Vater von 4 Kindern und 2 davon sind noch daheim. Und meine Eltern sind, Hochdeutsch muss es sein, habe ich heute mal. Okay, jetzt kommt mein bestes Hochdeutsch. Ja, ist perfekt. Ja, okay. Meine Eltern sind ausgewanderte Schweizer. In den 50er Jahren sind sie rübergezogen nach USA. Und ich habe das alles rückgängig gemacht. Ich bin vor 30 Jahren wieder zurückgekommen und habe da Wurzeln geschlagen und seitdem bin ich da. So. Und, aber das Interessante zu diesem Thema von Jüngerschaft, es fing bei mir so vor ein paar Jahren an. Das Thema kam hoch in meinem Leben. Und vorher war ich ein guter Christ. Ich habe
das Beste getan, was ich wusste. Was willst du mehr? Ja, ein guter Christ. Und, aber dann wurde ich dann eingeladen zu einem Book Club. So eine christliche Männergruppe, wo wir uns jede Woche getroffen haben, um über ein Buch zu sprechen. Und das Thema war immer die Bücher gingen immer über das Thema Jüngerschaft. Und unter anderem auch das vom Meister lernen, was wir jetzt durchnehmen da. Und da wurde es mir bewusst, es gibt weit mehr zum Christsein, als einfach guter Christ zu sein und gute christliche Dinge zu tun. Sondern es ist mehr. Und so dann ging ich auf eine Entdeckungsreise. Was heißt das, wirklich Christus nachzufolgen? Und mir hat geholfen das Motiv von der Hirt und seine Schafe. Und ich denke, Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirt. Und so. Und dann sagt er, ich bin auch der Weg. Ja, wie ist dann der Weg? Und was macht der Hirt? Und schaue ich den Hirt an, wie er mich leitet, wie er mich führt, wie er für mich sorgt, wie er mich liebt und so. Und dann geht es weiter und ich denke, ja, ich möchte einfach diese Beziehung vertiefen mit Jesus. Und dann lerne ich wirklich auf Gott zu hören, nicht einfach loszuplappern, nicht einfach loszubeten, sondern wirklich zuerst mal auf Gott zu hören. Was sagt er? Seine Stimme. Er sagt, meine Schafe erkennen meine Stimme. Okay, ich möchte seine Stimme hören. Und zuerst mal einfach hören. Und dann diese Gemeinschaft mit ihm nachzugehen und zum Punkt kommen, wo ich das wirklich genieße. Ich genieße die Zeit mit Jesus. Konntest du das schon immer? Also es gab Zeiten, es ist immer so ein Prozess im Leben, es geht runter und es geht rauf, aber bei mir ist es ein bisschen eingeschlafen zu diesem Zeitpunkt. Ich habe einfach das Leben gelebt, so wie ich für gut dünkt habe und gutes christliches Leben, aber das ein bisschen aus den Augen verloren, was es eigentlich heißt und was das bewirken kann. Und so habe ich dann bin ich auf diese Reise gegangen und versucht aufzudecken, was heißt es. Und dadurch habe ich vieles entdeckt über Jesus, über sein Wesen und über sein Handeln. Und das hat mich angespornt, wirklich diesen Schritt zu machen ihm gegenüber. Wenn ich dir zuhöre, dann ich würde diese Hürde Gewohnheit nennen. Ich glaube, ich kenne sie. Vielleicht nicht in derselben Höhe, wie du sie kennst, die da herausfordert. Aber was für mich das Spannende ist, wenn ich dir zuhöre, ist, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe da immer wieder selbst die Challenge, dass ich merke, wenn du sagst, ich genieße die Zeit mit Jesus, ich bin nicht die introvertierteste Persönlichkeit, mir fällt gerade das mit der Stille, gerade das Alleinsein mit Jesus fällt mir oft schwer. Hast du da einen Tipp? Weil, wie du in dieses Genießen reingehst, vielleicht kennst du das Gefühl, dass du denkst, jetzt mache ich das, jetzt setze ich mich hin und dann nehme ich mir ein Glas humorloses Wasser oder einen Kaffee und nehme mir einfach mal Zeit für Gott und dann bin ich einfach mal still und merke, ich kann meine Gedanken nicht wirklich ausschalten und am Ende ist es einfach so ein Gedankenchaos und ich denke, ja okay, jetzt ist die halbe Stunde um, ich muss jetzt zur Arbeit. Kennst du das Feeling? Ja. Weil ich bin manchmal da, also es kommt auf die Lebensphase an, ich muss sagen, ich hatte das auch schon, aber jetzt mit den Kindern, mit den 3, habe ich gemerkt, so in dieses Genießen reinzufinden, ist manchmal eine Challenge für mich. Ich denke, es ist ein Challenge und was ich dann herausgefunden habe, man muss sich darin trainieren zuerst mal, weil die Gedanken, die gehen einfach los. Wenn du da hinsitzt und dann denkst, ja, was kommt auf mich zu während des Tages und so weiter, und dann bist du praktisch abgelenkt schon. Aber durch Trainieren kannst du das lernen. Und ich habe das wirklich versucht, jetzt konsequent durchzuziehen in den letzten Jahren, wirklich zu sehen, okay, wenn ich das jetzt, ich möchte auf Gott, und ich warte, bis ich wirklich etwas höre. Wie lange dauert das bei dir? Das kann 2-3 Minuten dauern, das kann 10 Minuten dauern, normalerweise nicht lange, weil ich denke, so wie Jesus das gesagt hat, meine Schafe hören meine Stimme.
Das ist die Definition von einem Schaf. Der hört die Stimme. Und so, ich traue darauf, ich vertraue Jesus, dass er zu mir spricht. Und das kommt auf verschiedene Art und Weise. Natürlich kann es auch hilfreich sein, dass du sagst, okay, ich nehme mal einen Vers und ich schaue mal diesen Vers an und ich meditiere auf diesen Vers. Ein einziger Vers. Und sage, was sagt Gott durch diesen Vers? Manchmal kommt dann auch vielleicht ein Worship-Lied im Sinn. Und ich sage, ich bin da, meine Hände sind offen. Oder ich sage auch, das ganz alte Gebet von der Kirche, von dem 1. Jahrhundert, Veni Sanctus Spiritus. Das singe ich jeden Tag. Ja, das Lateinisch ist nicht wichtig. Man kann einfach sagen, komm Heiliger Geist. Ja, das ist einfacher. Ja, aber das ist einfach die Idee, ist, man sagt, okay, ich lade den Heiligen Geist ein, mir meine Gedanken zu beeinflussen. Und er spricht. Und wie gesagt, man muss nicht aufgeben, wenn das nicht passiert sofort. Ich sage immer, um ein Christ zu werden, hast du dein ganzes Leben vor dich. Das ganze Leben hast du vor dich, um das zu lernen. Und so musst du nicht pressiert sein, wenn es nicht sofort passiert. Wie lange warst du denn schon mit Jesus unterwegs? Du hast erzählt, vor einigen Jahren bist du in diesem Book Club, wo du mit Männern Bücher gelesen hast über Jüngerschaft. Ja. Wie lange ist deine Geschichte schon mit Jesus eigentlich? Also nächstes Jahr wird es 60 Jahre sein, seitdem ich mit Christus unterwegs bin. 60? 60 Jahre, ja. Gehört. Und das gibt immer ein bisschen auf und unten natürlich, oder? Aber ich sage, es ist spannend und es wird nie langweilig. Das kann ich sagen, es wird nie langweilig. Und du hast immer Momente, wo es ein bisschen weniger ist, weniger präsent ist, aber auch den Momente, wo es wirklich sehr stark ist. Ja. Aber was da bei mir passiert ist vor ein paar Jahren, ist wirklich das Bewusstsein, der Unterschied zwischen einfach Christ zu sein und vor sich so als Christ zu leben und wirklich ganz bewusst als Jünger Jesu zu leben, als ein Auszubildender im Reich Gottes. Und das ist eine andere Sicht, Perspektive, ein anderer Blickwinkel. Wie sieht es bei dir aus in diesem Bereich? Was hat dich interessiert? Also du bist auch derjenige, der ein bisschen so an diesem Explore und Get-Free-Abende dabei ist und voller Elan das vorträgt. Wie ist es bei dir passiert? Ich habe diese Gewohnheit für mich immer wieder gebrochen, merke ich, indem ich das Setting geändert habe. Ich habe für mich wahrgenommen, dass das Setting enorm entscheidend ist. Also das hat ganz, ganz vieles damit zu tun, dass ich ab und zu Abwechslung brauche. Ja. Gleichzeitig aber auch meine Kinder. Ich habe jetzt 3 Kinder, die sind 7, 4 und 2 und die checken natürlich nicht, wenn ich Ruhe will. Also das funktioniert nicht, das Konzept. Ich setze mich jetzt in den Sessel und bin einfach mal still und meine Leute daheim respektieren das. Da geht es nicht um meine Bedürfnisse in dem Augenblick. Und ich musste zum Beispiel Dinge entwickeln wie, ich gehe oft zur Arbeit. Ich wohne auch in Rien. Ja. Die schönste Gemeinde, richtig? Ja, genau, richtig. Ja. Ja. Will ich zustimmen, ja. Wirklich schön. Und ich habe ungefähr 45 Minuten hierhin. Ich arbeite ja gerade im Office hier oben dran, wo die Kids sind. Und ich habe gemerkt, das ist für mich etwas, was gut funktioniert, zu Fuß hinzugehen. Und ich merke auch, es fällt mir einfacher mittlerweile nicht in einem Raum zu sein. John Mark Comer hat, glaube ich, ein Buch geschrieben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass er sagt, ich schließe mich quasi in einen unspektakulären, langweiligen Raum ein und setze mich auf den Boden. War er das, glaube ich. Gell? Und ich denke mir so, das ist für mich eher eine Horrorvorstellung. Aber es kann sein, dass das in 10 Jahren mir vielleicht wieder weiterhilft. Und das musste ich auch lernen, diese Gewohnheiten immer wieder zu brechen und zu sagen, wo darf ich eine Dynamik reinbringen? Weil das, was momentan für mich da die Challenge ist, ich habe dann schon gerne meine Routine, aber ich merke, ich bekomme das nicht jedes Mal hin, zu Fuß hinzugehen, weil ich manchmal das Fahrrad brauche oder noch irgendwas mit dem Auto mitnehmen muss und dann habe ich das nicht. Und dort merke ich, dass da holpert es dann bei mir manchmal, wenn ich diese Routine nicht jeden Tag habe. Aber ich merke so, dieses Setting verändern,
durchbricht bei mir auf eine angenehme Art und Weise die Gewohnheit. Und abends jogge ich dann gerade noch heim, dann habe ich gerade noch Sport gemacht. Und weder die Familie noch irgendjemand auf der Arbeit kann irgendwas verlangen von mir in dieser Zeit und niemand vermisst mich. Total, ja. Ich denke zurück an diese Frage, was zieht man, wie wird man an Gott angezogen? Wie kommt das, dass man gerne in seiner Gegenwart weilt? Und ich merke, gerade jetzt bei verschiedenen Sachen, bei Ablenkungen zum Beispiel, was uns abgelenkt, ist manchmal auch, was schön ist. Das, was schön ist, zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich. Und jetzt ist die Frage, findest du Gott schön? Weißt du, wenn wir über Jesus denken und über Gott denken, wir sind in einem Worship Time und dann denken wir an seine Attribute und dann denken wir an seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Liebe und so weiter. Aber wie oft denken wir, Gott ist schön? Und das ist, auf Englisch kommt das noch deutlicher zum Ausdruck. Is God beautiful? Ist er schön? Ist er wirklich beautiful? Weil und das ist keine philosophische Frage, weil wenn Gott schön ist, dann wird unsere Aufmerksamkeit automatisch auf ihn hingezogen werden. Und da muss ich dann sehen, okay, was ist schön an Gott? Und ich denke, das natürlich im Grunde genommen geht es zurück zum Kreuz. Als Jesus am Kreuz hing und die Leute angeschaut haben, das war ein unheiliger Ort, wo die Menschen ihn gespottet haben, die haben seinen Kleider unter sich aufgeteilt und so weiter. Das war ein sehr unheiliger Ort. Und Jesus schaut diese Menschen an und sagt, Vater, vergib ihnen. Und ich setze mich auch in diese Ort ein. Und ich sehe, wie Jesus mich anschaut und sagt, ich liebe dich, ich vergib dir. Und das für mich, Jesus am Kreuz, der leidet, der am letzten Moment seines Lebens steht und mich anschaut und sagt, ich liebe dich und ich vergib dir. Und das finde ich schön. Und so fängt bei mir die Schönheit an, das Bild von Jesus am Kreuz. Und danach entdecke ich mehr und mehr von der Schönheit Gottes. Und das zieht mich ein in seine Gegenwart. Du wirkst echt motiviert. Ja, ist so, gell? Ja, absolut. Also ich muss ehrlich sagen, mit vollem Respekt, ich wünsche mir das. Wenn ich mal in deinem Alter bin und sagen kann, ich bin so lange, in deinem Alter werde ich nicht 60 Jahre mit Jesus unterwegs sein. Ich habe da ein paar Jahre Rückstand. Aber dieses Feuer, was ich spüre bei dir, das beeindruckt mich. War das für dich, ich meine, du hast schon gesagt, gell, ich glaube, da kam schon nochmal ein frischer Wind rein, aber hattest du nie Motivationsprobleme? Auch als guter Christ? Weil ich meine, ich beobachte als Pastor viele Menschen, wie sie ihr Leben mit Jesus leben und ich sehe mein eigenes, ich sehe das von meiner Frau oder das von meinen Eltern und ich merke, es ist ja manchmal schon so ein bisschen eine Wellenbewegung mit dieser Motivation, weil das beeindruckt mich bei dir gerade, wenn ich dir zuhöre. Es ist tatsächlich etwas, womit ich gekämpft habe und ich denke, wenn man an Jüngerschaft denkt und denkt, ja, jetzt bin ich Christ geworden, jetzt kommt noch das dazu, Jüngerschaft, oh Mann, was ist das und was muss ich jetzt tun und so weiter. Da bin ich bei meiner Lieblingsbeschäftigung, die Via Alpina. So, die Via Alpina ist eine Passwanderung, Route, die von Vaduz nach Montreux geht. Das ist 390 Kilometer in 20 Etappen aufgeteilt. Und, wie oft hast du das schon gemacht? Was? Wie oft hast du das schon gemacht? Ja, das habe ich ja schon einige Etappen gemacht, nicht alle, aber ich bin dran. Und neulich bin ich diese Etappe von Kandersteg nach Adelboden gelaufen. Und da fängt man an, oberhalb von Kandersteg, geht es steil durch den Wald hinauf. Und dann habe ich dann im Reiseführer gelesen, dass noch ein weiterer Anstieg, ein steiler Anstieg bevorsteht. Und
heißt es, die nächsten 400 Meter werden schweißtreibend sein. Schweißtreibend, oh, das ist ein schönes Wort, schweißtreibend. Und in den nächsten Stunden habe ich herausgefunden, was das Wort schweißtreibend heißt. Also wirklich, aber ich war motiviert. Ich wollte das. Warum? Weil ich wusste, mich erwartet eine wunderbare Aussicht von oben. Und das ist tatsächlich, ich kam auf dem Sattel an, ich schaue nach vorne und da liegt den saftig grünen, ängstlichen Tal mit Adelboden weit unten im Tal. Und auf der anderen Seite schaue ich unten auf dem Öschinensee, in den Hohtürli oben dran. Ich dachte, das war die mir wert. Die Belohnung dafür, für diesen Anstieg, ist die atemberaubende Aussicht auf Berge und Täler und Seen und Felsen. Unglaublich. So. Und dann denke ich, okay, aber was hat das mit meinem Leben zu tun? Wie wende ich das an? Ja, erstens mal, ich sehe, den Anstieg ist ist der Weg Jesus. Es ist nicht immer einfach, nicht immer easy peasy. Oder? Ich gehe diesen Weg mit Jesus und es geht über die geistlichen Disziplinen, die wir besprochen haben in der Gemeinde hier. Also das Gebet und Fasten und so weiter, es ist eine Anstrengung und du machst diese Disziplinen. Aber du machst es, weil du weißt, was auf dich wartet. Und dann kann man sich die Frage stellen, ja, was ist dann die Aussicht von oben geistlich gesehen? Wie wende ich das an? Ja, die Aussicht von oben ist das Leben mit Jesus. Ein Leben, wo ich beispielsweise meine Ängste ablegen kann und wirklich mit Zuversicht in die Zukunft schauen kann. Es ist ein Leben, wo meine Freundschaftsbeziehungen plötzlich einen neuen Tiefgang finden. Es ist ein Leben, wo ich schlechte Angewohnheiten ablegen kann und neue Verhaltensweisen einführen kann in meinem Leben. Wo ich dann auch positiv über Menschen denken kann, die mich sonst ärgern. Also viele Sachen. Gibt es Menschen, die dich ärgern? Ja. Jetzt bist du auf der Bühne und hast ein Mikrofon. Das ist interessant. Jesus sagte, wir sollten unsere Feinde lieben. Also die Feinde kann ich gut lieben, aber es gibt einen Podcaster, den ich gar nicht mag und ich möchte ihn nicht lieben. Also das ist von Natur aus, weißt du? Und so ist das. Aber Gott schenkt mir einfach die Möglichkeit. Und es ist eine riesige Freiheit, die man erlebt. Eine riesige Freiheit. Und ich denke, das war der Unterschied. Vorher habe ich das ein bisschen aus den Augen verloren. Ich wusste, ich musste beten, ich musste Bibel lesen und so weiter, aber ich habe ein bisschen aus der Sicht verloren, was es bewirkt. Dass es wirklich eine Auswirkung hat, es macht einen Unterschied. Und Gott bringt Veränderungen in meinem Leben. Und das ist dann motivierend, wenn man das sieht, wie Gott am Wirken ist in deinem Leben. Und so ist das natürlich ein sehr, sehr starkes Erlebnis in dem Moment. Ja. Jetzt, mir kommt gerade die Story in den Sinn. Ich glaube nicht, dass es wie Alpina-Tour war. Aber ich hatte mal die dumme Idee, mit meiner Familie auf die Blümles Alphütte hochzugehen. Ja. Da gehst du ja, ist relativ easy, könnt ihr easy machen. Hat viel mit Motivation zu tun, habe ich gemerkt. Weil ich habe mal ungefähr geschätzt, wie viele Schritte machen denn Kinder pro Tag? Ich glaube 30.000, 50.000 ist oft nicht so weit weg, wenn ich jetzt den Kindern zuschaue. Das heißt, die Energie ist oft nicht das Problem, aber die Motivation. Ich habe das bei meinem Sohn, der war damals 6, gesehen. Ich habe ihm gesagt, Kollege, du musst wirklich selbst da hoch. Weil ich habe noch 2 kleinere und eine trägt die Mama und die andere trage ich. Das heißt, wenn du nicht mehr kannst, haben wir ein Problem. Willst du das? Willst du da hoch? Seine Motivation war nicht die Aussicht, sondern die Übernachtung in der Hütte. Und wie ich dann später herausgefunden habe, auch die Gerstensuppe. Ich habe noch nie jemanden gesehen, so Gerstensuppe zu essen und so viel Eistee zu trinken. Aber es war faszinierend, weil das, was du erzählst, das habe mich gerade daran erinnert. Und ich glaube, oft bin ich selbst in dieser Situation, dass ich nicht mehr das
Ziel nicht mehr in den Augen habe. Und ich habe dann gemerkt, so der härteste Moment war nach der Mittagspause. Wir haben dann so was auf eine Art Mittagspause gemacht. Leider gab es kein Essen, aber wir haben dann einfach ein bisschen Zucker in uns reingepumpt. Und danach kam dann so ein Low. Und ich habe bei ihm gemerkt, ich musste so viel Motivationsarbeit leisten. Sagen, guck mal, jetzt siehst du die Hütte da oben. Aber sie war auch noch so weit weg. Aber mir gefällt das Bild, weil oft merke ich brauche manchmal auch diesen Antrieb. Also offen gesagt nervt es mich manchmal, wenn wir als Christen uns die ganze Zeit nur gegenseitig entlasten. Ja, du musst nicht. Und weil ich merke, das hilft mir bei diesem Thema oft nicht. Da inspiriert es mich dann mehr, wenn ich den Hebräerbrief mal durchlese und merke, der Schreiber dort, der hat ja auch irgendwo ein bisschen einen anderen Blick drauf. Der schreibt die ganze Zeit von einem Wettkampf, den du gewinnen musst. Und ich habe mir früher immer gedacht, was ist los mit dir? Warum bist du so unentspannt? Alle anderen schreiben, Gott wird es dir in der Nacht schenken und so weiter, was ja manchmal auch stimmt. Aber ich musste wie länger wie mehr schon auch mal erleben, ja, das stimmt schon. Ja. Der Vergleich mit dem Wettkampf, der hinkt nicht nur. Ja, genau. Und ein anderes Bild, also du bist jetzt beim Hebräerbrief. Ich finde, der Hebräerbrief, der war auch ein Bergsteiger. Das kann ich beweisen da. Im Hebräer 12 heißt es, mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus. Er hat uns den Glauben geschenkt und wird ihn bewahren, bis wir am Ziel sind. Und dann kommt die ganz wichtige Aussage. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz. Und Jesus hat wirklich das Ziel nie aus den Augen verloren. Ja, er konnte alles erdulden, weil er eben diesen Blick von oben immer vor Augen hatte. Und das ist für mich wirklich vorbildlich. Ja. Eine Hürde, die mir immer wieder begegnet, ist Enttäuschung, würde ich sie mal nennen. Also wenn ich, mal ein Beispiel, ich habe mir ganz ehrlich gesagt schon ganz oft vorgenommen, mehr Bibel zu lesen. Dann hatte ich jetzt Jahre, da habe ich wirklich die Bibel, weil das ist für mich so eine Grundregel, einmal im Jahr die Bibel muss er dir eigentlich geben, finde ich. Weil wenn wir sagen, es ist das Gottes lebendiges Wort, come on, es sind 3 Kapitel pro Tag. Also das habe ich jetzt an mich selbst den Anspruch, das will ich eigentlich hinbekommen. Ich merke, in gewissen Jahren habe ich das hinbekommen. Und in anderen Jahren, jetzt gerade so in den Jahren, die volle Geburten waren und so weiter und sonstigen Wechseln, lief es da eher schwierig. Und ich merke, man muss auch lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Hast du das mal erlebt? Oder lief bei dir alles glatt? Nein, sicher nicht. Es kommt immer wieder Enttäuschungen. Und das sind normalerweise so einzelne Sachen in unserem Leben, Ereignisse oder Praktiken, wo wir merken, wir erreichen das nicht, was wir wollen. Bei mir ist es auch im Bereich von Sünden oder schlechte Angewohnheiten. Das kann auch sein, dass es dann, denkst du, ja, wieder das. Und denkst, wie kann ich jetzt, oder ist es wirklich möglich, dass ich Christus ähnlicher werde in meinem Leben? Ich habe immer mit dem zu kämpfen. Und dann hilft mir es einfach zu schauen, wie ich damit umgehe. Was mir passiert manchmal, also ich bin mit mir selber verärgert. Ich bin enttäuscht von mir selber. Bist du ein selbstkritischer Mensch? Ja. Bin ich ja ziemlich. Ja. Pech gehabt da. Ja, aber es ist eine interessante Erfahrung mit Enttäuschung, weil ich merke, Gott kann das wirklich umkehren. Und so bin ich enttäuscht. Und dann, was bei mir passiert ist, ich neige dazu, auf das innere Geplapper zu hören. Weißt du, du denkst über diese Situation 100-mal nach und denkst, ja, was hätte ich besser sagen können, wie hätte ich anders handeln können und so weiter. Und du bist gefangen in diesem Seelengespräch. Das heißt, deine Seele spricht mit sich selber. Ja. Und dann habe ich gelernt, ich muss da eingreifen. Ich muss meine Seele ansprechen. Ich muss
meine Seele ansprechen, indem ich die Wahrheiten, die ich schon vorher gelernt habe, wieder in Erinnerung bringe. Und das ist im Psalm, sieht man ein gutes Beispiel davon, Psalm 42, wo er sagt, das ist der Psalmist, der mit sich redet. Warum bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken. Er ist mein Gott. Er wird mir beistehen. Und du siehst, wie er Wahrheit zu sich selber spricht. Gott wird mir beistehen. Und das ist much entscheidend, dass wir diese Wahrheit annehmen. Und ich tausche eigentlich die Wahrheit ein, die Enttäuschung ein und ernte Hoffnung damit. Und das ist da die Mechanismen, wo es geht. Und ich höre auf das innere Geplapper zu hören, anstatt bringe ich das zu Gott. Und wenn ich dann meine Seele anspreche, dann merke ich auch mit der Zeit, ich rede nicht mehr mit meiner Seele, ich rede mit Gott. Also das heißt, ich fange an zu beten. Und im Gebet bringe ich diese Sache zu Gott. Ich sage Gott, was ist. Und dann gehe ich durch das, was wir im Get Free lernen. Ich erkenne zuerst meine Sünde, meine Verfehlung. Ich erkenne es. Ich sage es Gott. Ich bringe es ans Licht. Und danach bekenne ich das und bitte um Vergebung. Und dann definiere ich einen kleinen Schritt, wo ich sage, okay, ich möchte anders handeln. Und in dem Bereich, im dritten Schritt, ist es ganz, ganz wichtig für mich, dass ich auch den Heiligen Geist einlade. Weil sonst, denn die menschliche Natur ist enorm stark, der wird wieder zum Vorschein kommen, egal, oder? Und dann, aber ich lade den Heiligen Geist ein, ich sage, Geist Gottes, komm und verändere mich innerlich in meinem Herz, damit ich anders handeln kann, damit ich anders vorgehen kann. Und so wird die Enttäuschung durch Hoffnung ersetzt. Ich hoffe auf Gott, wie der Psalmus gesagt hat. Erlebst du das auch so in deiner Zeit mit Gott? Für mich ist das es, was ich wirklich jetzt mitnehme. Also ich habe das schon mal besser gemacht als jetzt. Ich merke, für mich ist zum Teil dann, ich merke schon, ich suche, wenn ich so Gedankenkreise oder auch einfach, manchmal habe ich so ein dumpfes Gefühl. Ich wache auf am Morgen, ich merke so, ich könnte schon am Morgen sagen, eigentlich kannst du wieder ins Bett. Weil ich einfach merke, irgendwie bin ich, ja, es ist wie eine Scheibe drüber, ich bin nicht happy, ich bin eigentlich nicht ganz ich selbst. Und dann merke ich schon, ich finde den Weg zu Gott, aber ich finde das sehr inspirierend, was du sagst, das Wort Gottes da reinzusprechen. Ich habe das schon öfter gemacht. Wenn ich dir jetzt zuhöre, habe ich gerade gemerkt, ja, ich müsste es wieder mehr anfangen, wirklich die Power vom Wort Gottes zu nutzen. Aber ja, für mich ist so, und damit würde ich gerne abschließen, so, eine Hürde, die ich auch noch merke, ist, ich habe mich länger mit meiner Persönlichkeit, sage ich jetzt auch mal, entschuldigt. Also ich bin sehr extrovertiert, ich bin sehr gerne unter Menschen. Für mich ist ein Herbstcamp Himmel auf Erden. Ich sehe dann immer Menschen auch im Camp, die sich dann immer wieder verstecken, wo ich merke, es ticken nicht alle gleich. Ich weiß auch von dir, du tickst da nicht wie ich. Aber ich muss mich wirklich da auch drin üben und ich musste das für mich auch akzeptieren, dass ich sage, solche Dinge, ich gehe allein zu Gott und ich mache Dinge, wo ich dann merke, das fällt mir schwer, das widerstrebt manchmal an meinem Naturell. Ich trainiere mich auch bewusst dort, wo ich nicht eine Stärke von mir wahrnehme. Und ich weiß, du hast, das ist interessant jetzt, du hast es ja eher auf der anderen Seite. Also ich weiß, du hast mir, als wir mal gefrühstückt haben, hast du mir das mal erzählt. Magst du das noch kurz teilen? Das ist dein Weg in die Gemeinschaft, wie das für dich auch eine Entscheidung ist. Weil mich zieht es da immer rein. Ich habe da keine Mühe. Aber bei dir ist es ja eher anders. Genau, bei mir ist es schon anders. Also ich kann in die Gemeinde kommen am Morgen, ich genieße den Gottesdienst und kann ich wieder weglaufen, weil ich dann zu Hause gehen möchte und meine Ruhe haben. Aber ich merke, wenn ich möchte auch Gemeinschaft mit anderen Leuten haben. Ich merke, wie wichtig das ist für mich. Ich brauche das unbedingt, egal ob ich introvertiert bin oder nicht.
Ich brauche andere Menschen, auch für meine Bestrebungen, wirklich Christus ähnlicher zu werden. Da geht es auch immer über die Beziehungen mit anderen Menschen, oder fast immer. Und so ist das für mich wichtig. Und dann habe ich da neulich, hat jemand mich eingeladen, komm, wir essen zum Mittag zusammen. Und das war eine ganz, ganz tolle Zeit für mich, weil ich merkte, hey, wir haben nicht über den FCB und das Wetter gesprochen, sondern wirklich über die Sachen, die wertvoll sind, wie wir uns das Leben führen als Christen. Und das war eine ganz tolle Zeit. Und solche Momente merke ich, auch wenn ich introvertiert bin, ich brauche Menschen, ich möchte mit Menschen zusammen sein. Mega stark, danke Roger. Unsere Zeit ist schon um. Wir werden abends nochmal ein Gespräch führen über wahrscheinlich andere Themen, andere Hürden, weil das ist eine Liste, die du nicht einfach abschließen kannst. Ich will dich zum Schluss dieser Predigtreihe ermutigen, genau das weiterzuführen. Ich merke, der Austausch hilft enorm, weil wir sind alle auf demselben Weg und ich greife da gerne nochmal einen Hebräerbrief auf, der auch sagt, wir sollen einander anfeuern in diesem Wettlauf. Er ist sich bewusst, dass hier und da hat es eine Hürde, hier und da kommen Schwierigkeiten, aber es sind Menschen, die uns vorausgegangen sind, es sind Menschen, die sind an unserer Seite und das ist auch was ich so schätze jetzt in unserer Kirche mittlerweile, doch nach, wir sind jetzt 26 Jahre alt, dass wir mittlerweile in unterschiedlichen Generationen uns zusammensetzen können. Und ich will den Satz, den du gesagt hast, nochmal in meiner Formulierung nochmal aufgreifen, weil ich glaube, das ist etwas, ein Bewusstsein dafür zu haben, dass das Leben, was Jesus uns hinhält, das beste Leben ist, was es gibt. Das füllt meinen Tank. Und ich will dir das auch nochmal zusprechen zum Ende. Das Leben, was Jesus dir anbietet, mit allen Challenges, das ist das beste Leben, was du haben kannst. Es ist das Leben in Fülle. Und Roger, darf ich dich bitten, uns noch zu segnen? Weil wir schließen jetzt die Serie hier ab. Wir gehen jetzt in eine Gebetszeit, in der wir Gott nochmals unser Herz öffnen. Aber lass uns doch nochmal aufstehen und ich darf dich bitten, für uns zu beten, Roger. So, Jesus, danke dir für deinen Weg, den du gebahnt hast für uns und dass du uns vorangehst und wir wirklich auf dich schauen können. Und du willst uns gut leiten auf grünen Wiesen und du willst uns zu guten Orten führen. Wir danken dir, dass du einfach der gute und vertrauensvolle Hirt bist. Und ich bitte jetzt für diejenigen, die auf diese Entdeckungsreise gehen möchten, mit dir, Jesus, oder vielleicht neu diese Entdeckung machen möchten mit dir, dass das Leben als Jünger Christi sich lohnt, dass es wirklich einen Blick von oben gibt, der einfach atemberaubend ist und einfach das allerbeste Leben ist, was es überhaupt geben kann auf dieser Erde. Ich bitte für Sie, dass Sie auch diesen Schritt machen können und uns das Herz öffnen können, auf den Geist Gottes hören, wenn der Geist Sie einlädt, in das Leben mit dir zu kommen. Und für alle anderen, die vielleicht auch gewisse Hürden begegnet haben in ihrem Leben, wo sie gemerkt haben, ich möchte eigentlich als Christ leben, aber das ist und dieses und ich habe keine Zeit und das ist dann schwierig und so. Ich bitte einfach, dass du Aufklärung bringst und dass du Begeisterung bringst für das Leben mit dir und wirklich zeigst wiederum, hey, der Blick von oben und das ist das Nonplusultra, das musst du haben. Du musst nicht im Tal bleiben, im schönen Dorf im Tal, du kannst, weil da wird dir die Sicht von oben fehlen. Und das möchtest du uns alle geben. Das Leben mit dir, das Leben in der Fülle. Und bitte einfach, ich segne einfach uns alle, dass wir das sehen können in unserem Herzen und das annehmen können. Das Angebot, das du uns gibst, ein Leben in der Fülle.